Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fisch verrückt! Ja, Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Nach richtigen Startschwierigkeiten sind wir auch im Remote angekommen. Yes, genau. Ja, Über jetzt, Riverside, unsere liebe Plattform, die uns alles ermöglicht, gell? ja, sag's nicht mehr. Oder einfach uns unterstützt, dass wir ja, einmal schnell können, von Remote den Podcast aufnehmen. Sonst gäbe es gar keinen Podcast. Yes, genau, richtig. Wenn ihr vielleicht ein bisschen Tonproblem habt, dann ja. Ich glaube, Oli, du hörst mich glaube gut, oder? Ich sollte dich gut hören, ja. Super. Ich höre mich ein bisschen doppelt, aber es ist okay. Komm mit Schlag damit. Easy. Nächstes Mal ist es wieder anders. Wenn wir mal in die erste Rubrik, und zwar Rückblick, Ausblick und Vorstellen vom Podcast. Hey, ich kann einfach mal schnell Merci sagen. Wir haben ja spontan den Aufruf gemacht heute. Schickt uns noch Bilder, dass wir die Challenge heute noch machen können. Also es wird heute eigentlich die erste Challenge geben, wo wir so da live im Podcast werden machen. Hey, danke tausend für die vielen Bilder, die ihr uns geschickt habt. Es ist mega krass, ich habe mega viele Bilder bekommen. Ich dachte, ja, da schreiben zwei, drei und der Rest müssen wir noch irgendwie hersaugen, aber wir sind überflutet worden, einmal ich. Hey, bei mir ist es am Anfang ein bisschen lang gegangen, aber ich habe nachher recht viele Bilder bekommen. Aber ich habe jetzt drei können raussuchen. Das ist super. Hey, einfach Bin stabil, dass wir so eine gespannt. Community haben, oder? Ich find's Bin geil. gespannt, wie der Oli abschneidet. Wow. Ich finde es extrem schwierig. Und ja, also ich bin auch gespannt, wie ich abschneide, aber ich glaube, wir werden grausam verkacken. Ja, voll. Aber ich glaube, alles weitere zu der Challenge dann am Schauen wir Schluss. entsprechend in der Rubrik an, genau. Dann haben wir ja da noch etwas bekommen. Ist heute angekommen, frisch, mit der Post. Oh, geil. Geil. Der Oli muss das Bier nicht mehr üben mit dem Feuerzeug aufmachen, Hure gut. sondern wir haben da so wirklich geil brandete Bieröffner bekommen. Mega cool. Hey, und das vom Severin Löffel. Danke vielmals. Ich lese noch geschrieben vor, er hat da noch geschrieben, ich wollte euch einfach mal Danke sagen für euren tollen und spannenden Podcast Fischverrückt. Ich höre eure Folgen immer fleißig und finde es mega cool, mit wie viel Leidenschaft und Humor ihr über das Thema Fischen sprecht. Im Paket findet ihr zwei Bieröffner, einer für jeden von euch. Ich habe im Podcast mitbekommen, dass so etwas bei euch gefehlt hat und dachte mir, das wäre ein passendes kleines Geschenk. Macht weiter so mit eurem Podcast. Ich freue mich schon auf viele weitere spannende Folgen. Petri Heil und liebe Grüße, Severin Löffel. Hey, danke vielmals, lieber Severin. Mega, mega Ähm, geil, ja. Danke absolut. tausend. Ich glaube, sie sind Und dann haben sogar wir noch, gelabelt mit dem Namen, oder? So yes, ist ja, ja. das steht Fischverrückt Oli. Geil, geil. Mega nice, mega nice. Und da steht Fischverrückt Nico. Mega nice. Und hinten drauf hat er noch schön die drei Hauptraubfische drauf da. Mega cool. Er hat auch noch ein Visitenkärtchen beigelegt. So 3D Factory Löffel. Also könnt ihr mal schauen oder nehmt mal Kontakt auf mit ihm, wenn ihr irgendetwas braucht. www.3d-factory-läufel.ch. Ich bin noch nicht schauen, aber ich nehme an, er wird sehr, sehr viel, was Brandmalerei ist, was Laser ist, was alles solche 3D-Geschichten sind, machen. Danke vielmals, Severin, an dieser Stelle. Und Nico, die lassen Oli, wir dann bei dir, gell? Ja, nicht mit Heine, einmal ich nicht. Sonst haben wir dann wieder kennen. Ja, ja, perfekt. Gell, mein zum Test. funktioniert, Test bestanden, geil. Geil. Prost. Ich habe da noch eins Oh, vom Peter verwünscht. sehr Das gut, ja. Lägerbräu. Hure gut. Cheers, das letzte gewesen. Ja, gönnt ihr, dann geniessen es, wenn es das letzte ist. Vorstellen von dem Podcast, Toni. Ähm, Ja, wir haben das letzte Mal richtig angeteasert, richtig angekündigt. ja, Und das leider wäre ist es sehr ein bisschen geil. anders gekommen als erwartet, ja. Wir haben es probiert. Wir bleiben aber sicher noch dran. Es wäre eine Episode, ich glaube, wir haben es letztes Mal gar nicht gesagt. Nein, wir haben es nicht gesagt. Gell? Es, können wir es sagen, oder? Schon, oder? Ja, 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 fix. Ja. Es wäre eine Episode geworden über den Kormoran. Und zwar auf neutraler Basis, muss gesagt sein. Und Vogelwarte Sempach haben wir angefragt.
Leider haben sie einen Absag gegeben, weil sie das Gefühl haben, sie seien da bei uns im Podcast ein bisschen fehl am Platz, weil wir halt wirklich ein Fischer-Podcast sind und über Raubfisch diskutieren. Aber nichtsdestotrotz, er hat unsere Episoden angehört. Ich habe mir jetzt noch zum Beispiel die Episode von der Eva Bayer gegeben, gesagt, lass dort auch mal noch rein. Weil, ja, es geht ja nicht nur ums Fischen, klar, dreht sich hauptsächlich ums Fischen, aber es geht auch ums Ganze drumherum. Da gehört von mir aus gesehen halt auch ein Kormoran rein, da gehört auch der Gewässerschutz rein, so wie es die Eva gemacht hat. Da gehört auch eine Quagga-Muschel rein, wie mit dem Pietz Bag. Und da, ja, wäre halt mit dem Kormoran sehr, sehr gut gewesen. Aber wenn ihr mal irgendjemand wisst von einer Vogelwarte, es muss nicht zwingend Vogelwarte Sempach sein, aber irgendjemand, der sich mit dem Kormoran auseinandergesetzt hat, schreibt uns das bitte, weil das wäre mega spannend. Wir wollen es wirklich auf neutraler Basis Pro und Contra können diskutieren und nicht irgendwie einen Schussfels haben, wo wir können das beiginken können. Das brauchen wir nicht, sondern wirklich einfach so neutral wie es geht. Hey, ja, wir haben es ja immer wieder unter uns besprochen. Ich meine, wir wollen auch den Vogel verstehen. Also, eben, du kannst das von Wikipedia lesen, du kannst von den anderen Fischern fragen und eigentlich, eben bei uns Fischer ist eigentlich mehr schlecht wie recht. Aber irgendwie, ich will den Vogel wirklich auch können verstehen, warum ist er da. Irgendeinen Grund gibt es ja auch, warum er da ist und sich so fortpflanzen kann bei uns. Also ich fände es auch spannend, wenn wir auch dort das Verständnis dafür haben oder das bessere Verständnis auch für den Vogel haben. Eben ganz neutral, so wie wir über alles andere auch berichten. Es ist ja nicht so, dass wir wollen urteilen da in diesem Podcast. Genau, exakt. Und das haben wir auch gesagt, ich habe dem Typ noch gesagt, es wäre, ja, der Vogel hat irgendeinen Nutzen und um den Nutzen können verstehen, ich Genau, glaube, es würde wahrscheinlich auch Mengen Fischer ein anderes Bild geben und ja, aber genau, ja voll. wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Vielleicht gibt es irgendjemand anderes, ich werde sicher auch mal noch ein bisschen umschauen, mich noch ein bisschen schlau machen. Ja, we will see. Die Episode wird früher oder später mal noch kommen, da bin ich überzeugt. Richtig, voll. Aber wir haben ein bisschen gesehen, wir haben in letzter Zeit sehr schlecht auf eure Fragen können antworten, einfach zeittechnisch. Darum haben wir gesagt, hey, wir Richtig. nehmen uns die Episode jetzt gerade noch schnell Zeit, wir haben recht viele Fragen bekommen, um mal alle Fragen können beantworten. Ich glaube, es ist auch Genau. mega wichtig, dass wir das noch machen können und ich denke, das können wir gerade perfekt so verbinden. Dann starten wir wie gewohnt in meine Woche, deine Woche. Soll ich anfangen, Nico? Dingel, dongel, 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 ja, fang an. Okay, bei mir gerade mal als erstes, ich habe meine Ferien müssen absagen. Ich habe schon im letzten Podcast erzählt, dass bei mir familiär etwas ist, was ich da jetzt nicht gerade sagen will, aber darum haben wir müssen, die Ferien absagen. Dort wäre sehr viel Fischen geplant gewesen. Wir wären eigentlich ins Tessin gegangen, ich wollte fischen im Versascatal auf grosse Forellen. Ich wollte Hechtfischen mit dem Arno zusammen, leider alles ins Wasser gefallen. Dazu ist noch gekommen, ich habe mich beim Fußballspielen, beim zweiten Hobby, verletzt. Ich habe heute gerade ein MRI müssen machen. Kommt dann noch aus, was ich habe. Ist leider nicht besser geworden. Also ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres, sonst geht es dort auch noch länger. Ist immer noch Ja, angeschwollen. nein, geschwollen eben nicht, aber es tut immer noch weh, wenn ich irgendwie in die Knie gehe, irgendwie lange muss belasten oder so. Mhm. Es ist gar nicht gut. Also irgendetwas stimmt einfach nicht und ich hoffe, ich habe dann nachher Klarheit, wenn wir nach dem MRI auswerten können. Hoffentlich, Aber ja. wir zwei haben es noch schnell ans Wasser geschafft, auch wenn ich nur 3 oder 4 Stunden habe ich glaube Zeit gehabt. Ja, irgendwie so, Sind, ja, sind genau. wir zusammen auf dem Züsi gsi, super Tag gsi. Also vom Wetter her ist eigentlich perfekt gsi zum Ist Hechtfischen. mega gewesen. Ja, ja, absolut. Absolut. Zum Egli-Fischen Ja. nicht so, haben wir ein bisschen zu viel Wind gehabt. Ja, und es ist auch schon klar gewesen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die Ja, Eisheiligen haben irgendwie schon gestartet. Ich meine, die letzte Woche war ja komplett arschkalt ja. gewesen im Vergleich zu Ja, gell, vorher. Du, ja, viel Fisch hat es nicht gegeben. Immerhin bei mir noch kurz vor Schluss noch so ein hat eben 80, aber schön auf dem Chatterbait. ja, so um das, Äh, so hat ja gesagt, Gerade ja. im Seebecken vorne, richtig schön. Habe ich richtig Freude gehabt, dass es... Wenn du so kurze Yes. Zeit ans Wasser kommst und dann wirst du noch belohnt mit Fisch, das ist immer gut. Hey, Absolut, absolut. der Nico, du siehst es hinter mir, mein Zimmer, Fischenzimmer ist endlich fertig. Ich konnte die Wand hinten aufziehen, es hat noch ein Regal gegeben für all meine Caps, alles ist jetzt mal schön versorgt. Fehlt nur noch eine richtig geile Beleuchtung, die ich machen will, überall noch mit LEDs am Boden entlang, dass auch die Wände schön beleuchtet sind. Das ist jetzt noch der letzte Schliff, den ich machen muss, aber sonst bin ich so weit fertig. Also, Ja, ja, genau. das wäre eigentlich so meine Woche gewesen. Ja, bei mir ist viel Familie, wenig mit Fischen zu tun. Momentan Mhm. leider. Mhm. Mhm. Ja, du, das kommt auch wieder. Bei mir,
Ich habe am Freitag, bevor wir gegangen sind, Oli, habe ich meinen Schweizer PB gefangen, mein Schweizer PB-Egli. Mit Stark. 45 Zentimeter, Züsi. Bin ein paar Mal raus für den. Aber es war geil. Ich habe den Fisch noch nie, ich habe noch nie so schnell einen Fisch im Boot gehabt. Ich habe das Egli gesehen und ja, ich habe es gerade müssen rauslöpfen. Ja, gerade nichts. Klassisch, klassisch. Wir haben immer noch die Challenge, oder? Mit dem Meter 10 Hecht und du mit dem, was ist Zander? es, 60er Zander? Ü50 Zander, glaube ich, muss ich. Ja, come on, wirklich nur in 50. Muss ich auch noch fangen? Ja, Jesus. Ähm, und ich bin dann wirklich am Schmeißen gewesen, eigentlich für auf Hecht. Ich hatte den Sakura Slashblade, den 150er dran, 150 Millimeter im Pike-Dekor. Und bin am Rühren gewesen, schön mit dem E-Motor in der Drift, in wunderbar. Hey. Und auf einmal ist der Einschlag gekommen. Und da habe ich den Fisch hingezogen. Und da habe ich gesehen, es ist das Egli. Und hey, ich habe ihn gerade in die Schnüre nie gelangt. Ich habe rausgenommen. Aber wirklich, ich habe keinen Moment gezögert. Ich habe keinen Feuer parat gehabt auf dem Boot. Nichts, oder? Und ich, will immer sagen, der Feuer muss offen sein, bin ich wieder ein gutes Beispiel gewesen. Ja. Wobei bei meinem Hecht ist der Feuer auch nicht parat gewesen. Da haben wir auch noch rausgerubbeln. Ja. Ja, Eben, geil. ja. Eben. Ja, ja. Ich, man könnte meinen, ich hätte daraus gelernt, aber Nix. ja. Hey, aber Petri zum Ja. Egli, geil. War richtig schöner Hey, Fisch. danke. Ja, ist wirklich sehr, sehr nice. Ja, ist sehr geil. Yes, dann eben, wie du schon gesagt hast, Oli, sind wir ja fischen miteinander. Und ja, ich bin nachher noch auf dem Wasser geblieben. Ich hatte dich dann abgesetzt. Dann ist noch der Milan gekommen, ein Arbeitskollege. Und dann sind wir noch Egli fischen. Haben wir es noch eins probiert. Und er hat dann doch so ein bisschen 20er Egli haben wir gefangen gehabt. Auf den Rheins G-Tail. Ganz, also ich weiß nicht, was die Fisch an dem Köder so anmacht. Ich habe keine Ahnung. Er hat einen OSP runtergelassen, so der Do-Life Craw, oder wie der Ja. heißt. Mhm. Hey, die haben keinen Biss, nichts. Und dann hat er den G-Tail dran gehängt und der Köder war nicht am Boden gewesen. Und das ist der erste gegangen. Ich weiß nicht, was die hatten an dem Köder. Keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber er hat bei 4 oder 5 solche Gegner rausgezogen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, wieder auf das Lashblade zu wechseln, habe dann das Lashblade dran gehängt, habe einen Hechtbiss gehabt, habe ich auf die Uhr geschaut, habe gesehen, halb 10. Habe ich gedacht, Milan, jetzt machen wir uns bereit zum Scopen. Pikes am Bock. Und dann sind wir raus. Und ja, wir haben ein Paar. Wir haben ein Paar gehabt, den grössten Meter. Boah, stabil. Ähm, ich habe einen noch müssen mitnehmen leider, weil er ihn wirklich tief gehabt hat. Aber der ist dann auch verwertet worden. Und am Schluss haben wir irgendwo etwas um die 6 Hecht rum gehabt, 5 oder 6 Boah, Hecht. Ist gut gewesen, hat gut da wieder mal ein bisschen Zappeln an der Route. das glaube ich, ja. Yes. Was Hey, hast du mit dem und Hecht dann, gekocht? Was ja, was hast du aus dem Hecht gemacht? Das nimmt mich einfach Wunder. hey, ein Arbeitskollege hat schon lange mal geklönt wegen einem Hecht. Ich hätte ihn Ja. eigentlich machen am Mittwoch, aber ich bin am Mittwoch zu der Schwester Kind hüten, weil die Schwester familiäre Gründe auf Ungarn hat müssen. Von meinem Schwager, also für einen Mann. Und dann bin ich am Mittwoch Kind hüten und am Donnerstag sind wir noch eingeladen gewesen zum Brunch und dann zum Nacht. Und dann habe ich gefunden, ich will den Fisch nicht eingefrieren. Wenn, dann will ich ihn so frisch wie möglich haben und nicht irgendwo auftauten oder etwas. Und da habe ich am Arbeitskollegen geschrieben und der hat ihn dann mit Handkuss angenommen. Und der hat ihn auf den Grill da, hat ihn schön gespickt mit Zitronen und allem, noch ein bisschen Gewürz und hat ihn schön grilliert. Ja, oh, Genau. geil. Yes, ich nehme dann mal ein paar Regeln mit für meinen Junior. Hey, unbedingt Egli, so fein. Egli knuspelig. Mua. Er hat noch nie Fisch gegessen. Ah, was? Ja. Ich? Also, ja, noch nie selber gefangenen Fisch, so muss ich sagen. Lachs hat er, glaube ich, schon mal gehabt. Aber so einen selber gefangenen frischen Fisch, also weißt du, heute Okay. gefangen und am Abend gegessen, das wird ihm schon mal, Ja, wird ihm ja, mal ja, zeigen. das habe ich mega gern. Also, meine Absolut. Tochter liebt Glaube ich es. auch. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich will ja so wenig fangen, ja, Stimmt, ja, du hast ja mehr irgendwie, Schneidertage als Fangtage. Gell? definitiv. Hey, und dann, für mich ein bisschen ein Highlight. Ich habe ja, wo der Peter da war, habe ich dann auch angefangen, mal meine Müsli knüpfen. Die sind recht cool geworden mittlerweile. Sehen sehr nice aus. Ich bin jetzt noch ein paar Mal gefragt worden, ob die wirklich selber gemacht ist. Und ich muss sagen, ja, die ist tatsächlich selber gemacht und habe recht Komplimente bekommen. Und der Clou ist der gewesen, oder das Witzige ist das gewesen, ich habe
immer denen, wo ich ein Müsli gegeben habe, die haben auch etwas gefangen damit. Ich selber habe nie etwas gefangen auf meine Müsli. Und ich habe es auch dran gehängt und gefischt und gefischt und gefischt, aber ich habe noch nie einen Fisch gefangen gehabt mit meinen Müsli. Und dann bin ich ans Wasser gegangen, gestern, am Montag, und ich habe meinen ersten Hecht gefangen auf eine selber gemachte Maus. Ui, Geil. gratuliere! Merci. Ist für mich fast ein bisschen ein Highlight im Fall. Ja, das glaube ich. Ja, du hast ja noch gesagt, wir sind zusammen gefischt. Ich habe noch nie etwas auf meine Maus gefangen. Fangen die einfach nicht. Keine Ahnung warum. Absolut. Alle anderen fangen mit meinen Müsli, aber ja. Nein, ist Geil. geil. Ist cool. Yes. Jetzt wäre es so ein bisschen gewesen. Mit, Bist schon recht viel ans Wasser gekommen, he? Geil. ja, ich habe ziemlich Wasserzeit gehabt, ja. Cool. Absolut. Nein, ist sehr cool. Genieße es richtig. Genau. Hey, dann sind wir ja heute, glaube ich, Yes. richtig schnell, aber ich glaube, wenn du nichts mehr hast, gehen wir Das zu den Gefühl. Nein, Infos ich aus der habe nichts Szene. mehr. Gut, dann machen wir Infos aus der Szene. Da habe ich auch ganz viel. Gell? Ja, wolltest du gerade anfangen? Ich habe, glaube wirklich nichts. Nein, aber das andere hast du nicht geschaut, was ich aufgeschrieben habe. Ja, wir kommen gerade Nein, dazu. noch nicht. Nein, noch nicht. Ich habe es Ah, noch aufgespart. Ich habe es noch aufgespart. Hast du geschaut? ja. Und es Ja, ist, ich aber habe es die, eben warte, nein, aufgespart. die neueste Folge habe ich auch noch nicht gesehen, die Ich dritte, muss glaube mir zuerst, ich muss mir zuerst noch, was ist noch Fly vs. Jerk, den ich mir noch nicht gegeben habe. ich. Okay. Ich habe jetzt mal YPC Boat fertig geschaut. Ja, ja das war gar nicht meins. Gewesen. Aber ich Ja, probiere nicht zu spoilern, weil ich kann ja gleich mal ein bisschen drüber ich reden. wäre froh. Ich tue nicht spoilern. Nächstes Mal habe ich es Du, geschaut. du weißt ja, um Bis was zum es nächsten Mal. geht, oder? Du weißt ja, um was es geht dann. Ich weiss nur, es geht um irgendwie, sie werden ausgesetzt und sie müssen dort mit Fischen und überleben, also dem Stil. Also Das komm, weiss ich. wir gehen gerade rein, oder? Survival of the Fishes ist gestartet. Es ist mittlerweile, wenn wir den Podcast aufnehmen, schon die dritte Folge draussen. Ja, Soll es ich den Kopfhörer abziehen, dann kannst du reden. Nein, ein Format, wo es glaube so schon danach geschreit hat, dass das irgendwie naheliegend ist, dass man das mal macht, irgendwie Survival und Fischen miteinander verbinden in so einer Episode noch zu einem Wettkampf dazu. Wenn wir schnell Teams dahergaxen, kannst du so nicht? Soll ich es geschwind raussuchen, oder? Ja, du doch schnell das raussuchen, das wäre doch easy. Team Eisbär. Ja, aber das darf ich schnell spoilern. Jeder hat so ein Mantra, so ein Figürchen bekommen. Ja, Richtig okay. lustig. Ja. Also, es gibt Team Eisbär, Team Panther, The Falcons, also die Falken, Team Stinkender Biber, ist klar. Ist klar, wer es Team ist, oder? der lachende Hans, hätte ich jetzt so gedacht. Und Team Fischerella. Also, Team Eisbär ist Alosach Yoshi Fritsche. Also das ist der Yoshinator und der Felix Eben, ich wollte Penido. sagen. Und Ja. genau, Das Pinedo. sind einfach ihre richtigen Namen, die kennt man so Ja. wahrscheinlich nicht so im Netz. Team Panther ist der, ich habe gar nicht gewusst, dass der Jose heißt. Der Jose Luis Mendes Costa. Doch, ja. Der Miguel, ja. Barchef-Diplomat und Leser. Aber ist nur einer drin. Okay, es ist aber noch der... Ah, wie Der heißt der? Miguel. Und der hat auch bei der Race mitgemacht, glaube ich. Ah, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Ja, vielleicht kommt es mir noch. Sorry. Ja, mach weiter. Yes. Dann The Falcons. Das ist der, der Evert, oder? Der Evert, ja. Evert Ostam. Dutch Ex-Soldier steht da. Ja. Evert Ostam und der Johannes Gasser. Ja. Das ist auch ein Team, das sicher matcht. Da Das, bin ich gespannt. das Match Da bin super. ich Vor allem, gespannt. es ist super sympathisch, weil der Ever probiert Deutsch zu reden. Und mit dem Johannes im Österreicher Dialekt, das ist Mm. zum Schiessen. Dann Stinkender Biber ist der Markus Eule und der Adrian Rau. Genau, Adrian Rau habe ich nicht gekannt. der Adrian ist Den auch kenn ich. Wildcard. Okay, ja. Dann der lachende Hans ist der Jeremy Grube und der Enrico Di Ventura. Ja, der Enrico Jeremy... De Ventura. De Enrico... Ventura? Nein, das ist Di Ventura, Nein, oder? der heißt Die Ventura, hat es am Fehler. Ja, das ist, ja, das ist ChatGPT, also Aha. Dings, Das KI ist- von Google. Okay. Genau, wie heißt der Partner von Enrico? Der kennt man ein bisschen, Der Jeremy Grube. genau, der kennt man ein bisschen von RTL. Ich glaube, der hat mal bei Köln
5, 6, 9 und sowas irgendwie mitgemacht. Oder bei Berlin, Okay. irgendwie sowas, ja. Ja, ist irgendwie ein Music and Filmmaker. Ja, Okay. genau. Und dann das Und Ladies Team. genau, Team Fischerella, das ist Babsi Kiewski und Vanessa Blank. Ja. Vanessa kann ich nicht, die habe ich gar nicht gehört. Kannst du, sagt er auch Kenne ich auch nicht. nicht. Nein. Nein. Ja, aber richtig, also, wenn ihr es euch noch nicht gegeben habt wie der Nico, schaut unbedingt rein, es Ja. ist richtig lustig. Ähm, wenn ich, okay, Nico, hebst du die Ohren zu, wenn ich schnell etwas darf spoilern, Gut. dann finde ich einfach so den Start ins Ganze rein, finde ich sehr schlecht gemacht, wenn man es vergleicht so mit, du schnell den Kopfhörer wieder an, Nico. Ah, Seven, nein, sorry, Seven vs. Wild, wenn man es so vergleicht, wie die einmal ins Format gestartet sind, ja, hätte man sich ein grösseres Beispiel können dran nehmen, finde ich jetzt. Aber eben, ist nicht lustig, zum darüber reden. Vielleicht Nico, kannst du den Kopfhörer wieder anlegen? Hey, vielleicht reden wir nächstes Mal zusammen darüber, Nico. Gut, Ist irgendwie bin wieder lustiger da. Als allein darüber reden. Es macht mir nicht so Ja. Spaß, alleine darüber. Aber schau doch aufs nächste Mal, dann können wir zusammen nächstes Mal Yes. über das reden. Mach Ich ich. habe einfach gerade Mach ich. den Zuhörern erklärt, dass ich den Einstieg ein bisschen speziell gefunden habe, wenn man andere Formate Okay. vergleicht. So, für Ich dich. habe noch gehört, dass der Daniel recht. Der Daniel macht nicht mit. Nein, der Daniel ist der Organisator. Du kannst dir vorstellen, wie es Ich dann habe gemeint, rauskommt. der mich auch mit wegen meinem Wassergumpen. Okay, gut. Ja, da habe ich Nein, das irgendwie das falsch. ist die Ja, Story, ja, dass ja, der... ist gut. Das ist, ja. Du hast, Gut, gut, aber gut, du hast gut, den gut. Podcast einfach gehört von Hecht und Ja, Barsch. Ja, der also letzte dann... jetzt nicht. Der letzte noch nicht. Nein, Aha, der letzte noch nein. nicht. Nein, Nein, im nein, letzten, nein, nein. sie sind es aber im vorletzten erklären. Der Luis ist ausgerastet. Das kann ich dir sagen. Der Luis rastet Wegen meinem aus. Wassergumpen. Ja, ja. Okay, okay, gut. Ja, da bin ich dann gespannt. Gut, also, Schau es bitte aufs nächste Mal, dann können wir nächst, drüber reden. Jetzt, ah! nächste Ich dachte, Thema. wir können drüber reden. Es war so geil gewesen. Okay. Ja, ich schaue. Ich schaue es. Dann kommen schnell zwei Kundis-Sachen. Das erste ist, am 20. Juni tun sie den neuen Laden eröffnen. Das haben wir ja da einmal gehabt im Podcast. Ich glaube, mit ein paar Brands sind dabei. Stuck ist dabei, Toppis ist dabei und einige andere mehr. Schaut dort unbedingt vorbei, die gerne mal beim Kundi vorbeischauen. Dann sind wir ein bisschen Thema gewesen, Nico, beim Feierabend-Talk. Das ist beim Podcast vom Sidi und vom Sandro vom Kundelfingerhof. Yes. Und zwar habe ich es ja schon gesagt, einmal hat mein Sticker oder unser Sticker dazu beigetragen, mein Attentat, wo ich ihnen eigentlich einen Streich spielen wollte, um zu sagen, hey, wir sind da gewesen, habe ich einen Sticker hergeklebt im Kundelfingerhof und durch das aber haben sie wollen wissen, wer den angeklebt hat und haben dann gesehen, dass ich das gewesen bin und es ist dann auch noch, weil sie gemerkt haben, hey, da fehlen ein paar Routen, ist dann auch noch ein Diebstahl aufgedeckt worden und sie haben dann herausgefunden, weil sie halt wegen mir sind schauen, haben sie noch herausgefunden, wer die Route geklaut Genau. haben. Ja, hört euch unbedingt die Episode an, es ist mega spannend, was sie sagen. Ich bin verwundert gewesen, wie doof die Menschheit ist. Aber Ja. hört unbedingt bei Feierabend-Talk rein. Ja, dann wissen ihr nämlich, welche Fehler das ihr nie dürfen machen, wenn ihr irgendwie etwas Richtig, ausraubt. ja. Ich kann richtig etwas lernen dabei. Es ist Ja, köstlich. Also ich habe mich absolut, köstlich absolut. amüsiert. Nein, es sind Idioten. Ja, Also sollten die Leute unseren Podcast hören, ihr sind voll Idioten. Sorry. ja, absolut. Erstens, also nicht dort die gehen Feierabend- klauen und... die Nein, ausgeräumt genau, haben. die ausgeräumt haben. logisch. Erstens Nein. Wiener klauen und zweitens, also das geht klauen, also sorry. Wer macht das? Ja, Also, du, ja, ich hoffe, sie finden es, also Gut. sie werden es ja schnell herausfinden, aber hört Ja, unbedingt beim Feierabend-Talk rein. ja, ja. Dann ist noch ein bisschen das Thema gewesen, Landehandschuhe. Wir haben auch einen Der Oli Kommentar ist gehabt, da greift jetzt ein draussen. bisschen, So, da haben wir doch den Oli wieder. dass du rausgefallen bist und bei mir hat es immer noch weiterzählt und aufgenommen. Mir nimmt es eben auf. Okay, ja, dann sind wir bei dir richtig. Ja, dann ist in dieser Folge ist auch nochmal um den Landehandschuh gegangen. Ich glaube, eine Folge vorher beim Feierabend-Talk haben sie schon mal über den Landehandschuh geredet. Ja, habe ich auch gehört. Hast du auch gehört? Und wir haben jetzt auch noch einen Kommentar gehabt auf die letzte Episode. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Nico. Ja. Von der Globally, Das kannst- ich zusammen mit dem Sidi kann eine Debatte führen über Pro und Contra vom Landehandschuh. Ja, genau. Darauf aber, ja, habe ich mir Gedanken gemacht, weil ich habe auch das gelesen, was der Sidi gesagt hat, wie das schädlich kann sein für den Fisch und dass man sich doch da soll Gedanken machen soll. Er hat dort ganz viele Sachen gesagt, eben wie Bakterien an dem Handschuh, dass man den meistens vergisst auf dem Boot und den gar nicht richtig abwäscht. Und ich mich auch reflektiert habe und gedacht, hey, krass, über das habe ich gar nicht nachgedacht. Weißt du, so, du nimmst den Handschuh, weil du denkst, ja, ich will meine Finger ja nicht verkatten. Mhm. Und ja, und dann habe ich gedacht, hey, eigentlich
gebe ich am Sidi voll recht und ich muss da gar keine Debatte führen. Ich finde, auch in unserem Hobby kann man sich immer wieder reflektieren und auch sagen, hey, da hat jetzt jemand eine andere Meinung, ich lasse mir die an und hinterfrage mein eigenes Handeln. Ich habe schon gesehen, hey, der Schaden für den Fisch ist eigentlich viel, viel grösser. Gerade wenn du willst, den Fisch wieder zurücklassen willst, weil er wichtig ist fürs Gewässer, ja, dann willst du mir ja nicht den bestmöglichen Schaden zufügen, sondern dass er wieder bestmöglich im Wasser ist und weiter kann schwimmen und weiterleben. Jetzt bin ich in der Stadt geblieben. Ah nein, super gut Bilder da. Ja, und dann Aber ja, ja, habe ich darauf aber, mit dem Sigi noch hin und her geschrieben und habe dann auch noch schnell eine Sprachmemo gemacht und habe gesagt, hey, eben, von mir aus müssen wir gar keine Debatte führen. Es ist mhm. wirklich auch, dass man kann sagen, hey, ich hinterfrage mal mein Handeln, mache ich das überhaupt Mhm. korrekt so oder eben, kann ich mit dem einig sein oder nicht? Und auf das aber Absolut. habe ich gefunden, hey, nein, voll nicht. Ich werde in Zukunft auch den Landehandschuhe weglassen. Ja. Ja. Ich glaube, das, was ich gehört habe vom City, eben das mit den Bakterien ist klar, ist das eine. Bakterien hast du auch an der Hand. Ich glaube, auch da kommt's, ist sicher ein springender Punkt. Oder ich glaube, allgemein an einem Tier oder an einem Fisch in die Kiemen gelangen ist immer ein gewisses Risiko dabei. Oder klar, mit dem Landehändchen, nie waschen, immer auf dem Boot, immer draußen, immer verdreckt. Ist sicher ein grösserer Gefahrenherd. Aber was mich vor allem gepackt hat, habe ich mir sagen, hey, das ist mit dem Reinlangen, mit dem Gefühl, oder? Wo du einfach, du musst am Fisch wirklich am Kiemendeckel nachher. Und mit dem Landehändchen hast du so kein Gefühl. Wenn du kein Landehändchen hast, dann langst du irgendwann einmal in die Kiemen rein und dann merkst du es aber, dann ziehst du sofort retour, oder? Und dann fängst du an zu blüten, weil dann ist es eh schon zu spät. Aber mit dem Landehändchen merkst du es nicht, oder? Und wenn du natürlich dann an einem Fisch so in die Kiemen langst, so deftig, ja, dann fügt das doch einen enormen Schaden zu. Also, Ja, voll. gut überlegt sein, ja. Darum, nein, es wird da keine Debatte geben, weil ich bin voll um sie seiner Meinung. Jetzt auch der Nico gesagt hat, da kann ich voll dahinter stehen. Ja, genau. Genau, das wollte ich einfach noch da schnell erwähnen. Sonst ausführlich gibt es noch im Feierabend-Talk gibt's noch eine Genau. Sprachmail von mir. Kann man gerne reinhören. Ja, das wäre es gewesen. Du Sagen? hast ja keine News aus der Szene. Ich muss auch sagen, es ist ja nicht Nein, so viel, es ist ja nicht ich so habe viel wirklich los, nichts. Gell? oder? Nein, ich habe, also, sonst habe ich es mir auch nicht aufgeschrieben, aber Ja, ja, ich habe es einfach ein bisschen nein. verpasst, dass irgendjemand wieder etwas Neues gedroppt hat. Darum würde ich sagen, wir gehen ins Thema. Richtig. Noli, du hast ja da schon schön die Fragen rausgeschrieben. Ja, ich habe einfach mal die Fragen, die wir bekommen haben, mal rausgeschrieben, die wir nicht beantwortet haben. Manchmal sind wir ein bisschen asig gewesen, tut uns leid, wir könnten da mal ein bisschen zurückschreiben, habe ich gemerkt. Aber es ist auch cool, da können wir jetzt auch so da antworten und gibt es vielleicht ein bisschen ausführliche Nachrichten als einen Text. Willst du mit der ersten starten? Hechten Deckel Kompass vorstellen, inklusive Köder vom Samuel. Gut, also, Machen wir zuerst einen Fisch und den anderen, oder? ja, ich glaube schon, oder? Oder Ja, ist mal, einfacher auch zum Hören, mit ja. was willst du anfangen, Oli? Das spielt mir keine Rolle. Also, Hecht-Kombo. Ah, ist schwierig. Ich habe nicht nur eine, ich fische eigentlich 3 Routen auf Hecht, wenn du so willst. Und zwar einerseits ist das ein Sakura Ionizer G2 in Casting-Version mit einer Abu Garcia Schwarzanker Rolle, mit einer High-Profile Baitcaster-Rolle. Und andererseits ist das auch von der Sakura Dark Player. Das sind die neuen Routen von Sakura, ganz geil, sind so Custom Series. Ähm, Die brauche ich, also die Ionizer, die brauche ich hauptsächlich so ein bisschen für Swimbaits und Bigbaits. Und die andere, die Dark Player, die brauche ich hauptsächlich so zum Jerken, zum pelagisch Fischen auch. Und jetzt durch da, dass die Ionizer gerade Aussenbetrieb ist, weil dort ein Routenring fehlt, brauche ich die halt auch für Müsli zum Beispiel. Das ist so ein Allround-Routen aktuell bei mir. Aber sicher nicht zum Jiggen. Weil zum Jiggen, wenn ich auf Hecht jigge, habe ich eine andere aktuell, habe ich von ZEC, ich glaube Pitch and Cast heisst die. Die ist von 20 bis 80 Gramm und die brauche ich so ein bisschen für so 15, 20 Gramm Chicken oder vielleicht einmal 30 Gramm.
zum 20 Zentimeter Gummis zu jiggen oder etwas. Und ich fische eigentlich nur Baitcaster. Ich habe hauptsächlich von der Shimano, ich glaube bei beiden, ja, ja, habe ich Shimano Curado 201, Größe 201. Bei der, bei meiner eigentlichen pelagischen, beziehungsweise bei der Dark Player bin ich mir am überlegen, ob ich 301 soll drauf tun. Einfach um noch ein bisschen mehr Bremskraft und noch ein bisschen grössere Rollen zu haben. Aber wahrscheinlich wird es wieder 201 bleiben, weil sie recht gut ausbalanciert ist damit. Ja, ich wollte gerade sagen, Genau. der Rhino-Laser ist hure gross. Also weißt du, so recht wuchtig dann halt da drauf. Ja, es ist kein High-Profile. Curado ist ein Low-Profile-Rolle. Von dem her ist es eigentlich noch völlig okay, finde ich. Ja, ich finde es ja Aber gleich mega lang. Also weißt du, so ein Profil. Jetzt zu der ja, 201. Aber ja, ja. klar. Also 201er ist schon einiges angenehmer, ja. Ja. Yes? Ähm, ich fische bei der Hecht. Das ist eigentlich so, wie du gesagt hast, eigentlich mit der mache ich eigentlich so ein bisschen das meiste. Das ist Magicraft Bankai 702X irgendwas. Also einfach die bis 80 Gramm kannst werfen. Darauf habe ich Shimano Curado DC. Finde den Nico nicht so cool. Vom Sound her hat er gar nicht gern. Ich finde es super geil, ich habe es gelernt zu lieben. Und eben mit dieser Fische habe ich so das grösste Pelage, Scope, schnell einen kleinen Swimbait durchziehen, Chatterbait. Das Was ist so hast du? mein... Größe 201? Ja, Ja. Ich habe das Gefühl, bei der 201er hast du fast ein bisschen wenig Bremskraft. das ist so, Das ist für ja. mich, das ist für mich der Grund für einen 301er. Ja. Rein Bremskraft. Aber, Genau, das ist so die ich eigentlich immer dabei habe. Dann habe ich für so ein bisschen Big Bait, die habe ich jetzt gerade erst einweichen, ich habe es dem Nico gesagt. ja. Und wir jetzt zusammen sind fischen. Ich habe bis jetzt noch nie einen Fisch drauf gefangen und das ist, jetzt musst du mir schnell helfen. Jetzt bin ich gespannt. Nein, Maximus Manic Big Bait. Genau, die ist bis 50 200, bis, 200 50 bis Gramm. 200 Gramm. Die Genau, ist auch ein bisschen länger. Die ist 2,60 Meter. ja. Aber auch ganz ein Also, nobles Design, finde ich. ich finde auch so mit dem Kork und dem schwarzen Carbon, das sieht Mhm. richtig geil aus. Drauf habe ich eine Daiwa Yoga 1520 HL. Bin mir aber allerdings am überlegen, ob ich noch wechsle auf eine Yoga 2020, die ich noch habe. Die ist einfach ein bisschen robuster für gerade Big Baits gemacht und die andere Yoga dann auf eine andere Route. Das ist so Baitcaster, den ich habe. Dann habe ich noch Spinning. Da habe ich noch Stucky Bastard Pike. Genau, mit der Wanford 4000er ist es, glaube ich. Aber Mhm. die habe ich mehr, einfach wenn irgendjemand bei mir mitkommt, go fischen, wo jetzt nicht viel fischt und nicht kein Baitcaster hat, dann kannst du einfach ein Spinning in die Hand drücken und das können die meisten, Ja. wo anfangen zu fischen. Und ich So, habe so eine Route habe ich auch noch. eben, So gell, eine Gästeroute, ja. ja, ja, Aber die habe ich jetzt. das brauchst du irgendwie. Und dann fische ich noch Stucky Servant ist eigentlich meine Zanderroute, aber geht sehr gut, wenn ich nur kleine Mhm. Gummifischchen will, jiggen. Was hat die, glaube ich, bis 48 Grad, Ja. 48 Gramm Wurfgewicht. Auch mit der Shimano Wanford, glaube 3000er drauf, ja, 3000er. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich habe auf Hecht. Ich hoffe, das ist okay. Dann Yes. Köder hat er ja noch Köder für gesprochen. Hecht. Ja. Das ist, Boah, ist mega schwierig, also, finde ich einmal. ich Also, habe das Lashblade lieben gelernt. ja, Das ist wirklich, das Lashblade ist für mich der Hechtköder schlechthin. Ich habe noch nie den Big One gefangen, muss ich ja sagen, auf dem Slashblade, sondern immer nur so, ich sage es mal, mittlere Pikes bis um die 80 rum. Habe aber auch schon Freiwasserbiss gehabt, wo ich davon ausgegangen, dass es nicht nur so ein 70er war, wahrscheinlich. Dann Müsli. Ich habe auch die Müsli eben gelernt, seit dem Peter. Danke vielmals, Peter. Ich habe auch doch schon meine ersten Fisch gefangen auf die Müsli und es ist einfach geil, Mann. Mit so einem, ja. Müsli ist halt immer geil im Frühling, finde ich. Gerade so bei der Eröffnung und vielleicht noch so einen Monat nachher. Ähm, Dann Jerks. Finde ich auch ganz nice mittlerweile. Mit der Führung habe ich noch ein bisschen Mühe. Ich weiß noch nicht so recht. Ich habe so gewisse Jerks. So einen Mac von der Abu oder von Schwarzonken. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich den führen kann.
Und natürlich auch Swimbaits. Aber Swimbait-Fische habe ich jetzt recht vernachlässigt. Ja, bist halt mega auf Das diesen ist, Müsli gewesen, gell? Hast du unbedingt mal ja, etwas auf deine Maus fangen? Oder? Ja, ja, hätte ich auch so yes. gemacht. Und dann das Klassische mit Gummi noch, gell? Gummi, Twitchbaits, aber habe ich jetzt weniger gefischt. Twitchbaits fische ich dann eher wieder im Herbst rein. Habe ich das Gefühl, ist ein bisschen lukrativer dann. Gummis habe ich jetzt auch bei der Eröffnung viel gefischt, habe doch ein paar Biss gehabt, aber ich habe glaube ich keinen einzigen Hecht auf Gummi gehabt. Also gezielt. Beim Eglifischen ja, aber nicht beim Hechtfischen. Ja, das sind so ein bisschen Mini-Köder. Chatterbait fische ich jetzt weniger in der Schweiz. Habe ich auch noch nicht gross gefangen. Yes. Bei mir ist es vor allem Stucki, wo wir letztes Jahr recht den Ärmel reingenommen haben. Der Stucki Real Rider Curly vor allem. Seit ich natürlich meinen PB-Hecht von letztes Jahr drauf gefangen habe, 115 cm, ist das der Vertrauensköder, den habe ich immer dabei. Auch der Paddletail von Stucki, Real Rider Fishtail, ist immer irgendwie in allen Grössen dabei, eben sagt das 12 cm und grösser. Ähm, Swimbaits habe ich viel dabei. Aktuell probiere ich halt gerade den Throne von Asus. Wo ich kann sagen, überzeugen tut er mich jetzt nicht so. Macht halt das, was ein 60 Franken Swimbait macht. Aber kann sicher nicht mit einem Clash 9 oder einem Tiny Clash mitheben. Da sind wir auch schon bei meinem nächsten sicher Go-To-Köder immer dabei. Ist der Clash 9 auf Hecht, gerade auf Grosshecht. Ja, ist halt ein hoher Bait, die kostet auch eine Stange Geld. Ja, das nehme ich noch mit. An Chatterbait habe ich jetzt neu den von BIM dabei gehabt. Ich habe jetzt auch gerade einen Hecht drauf gefangen. Ich meine, da habe ich noch nicht so lange. Da habe ich gerade gefangen. Er hat natürlich jetzt auch vollstes Vertrauen. Habe ich gerade zwei weitere noch Ja, müssen klar, zutun, ist klar. klar, oder? Logisch, logisch, logisch. Ja, und ich glaube, das ist es im Fall. Ich habe einen Westin, ich habe alles, was ihr sehr wahrscheinlich auch im Regal habt, aber ich muss sagen, momentan ist bei mir wirklich immer der Real Rider Stucki. Und recht lang ist bei mir auch der Duckshad von Revolution Race. Mhm, Dort, als mhm. ich gerade angefangen habe zu fischen, hat mir am Anfang immer meine Hecht gebracht. Und ja, eben mittlerweile bin ich halt beim Real Nein, von Rider. Revolution Tackle ist der. Ja, Revolution Ja. Tackle, genau, sorry. Ja, ich schaue gerade so schnell ein bisschen bei mir über und ich glaube, ja, Boxen sind voll. Ich kenne noch jedes die anderen Köder, aber Ja, wenn mich fragst, hey, was nimmst du mit, ist ein Stückchen Real Rider. ja, eben. Und gell, ich meine, also ich habe auch recht viele Pike-Sheds um 80 Zentimeter Bereich umeinander, die auch sehr geil sind. Auch irgendwie mit einem Müsli-Kopf noch dran von der VMC, finde ich halt doch auch geil. Die Bucktail-Chicks oder wie die heißen. Ähm, aber eben schlussendlich hängst du den Köder dran, wo du Vertrauen hast. Und das ist bei mir aktuell Moose, das Lashblade und der Westin Swimtail. Oder? Das sind für mich so die Baits. Ja. Stimmt, und West in Swim habe ich auch einen Haufen Fische noch viel zu selten. Ja, Oder ja, der Nace Ghost und all die. Habe ich auch alles in der Box, Fische einfach nie. ja, eben. Ja. Yes, ich glaube, dann wären wir durch beim Hecht. Ja, da kommen wir doch zu deinem Lieblingsfischer, Megli, Egli, oder? Egli, mein neuer PB in der Schweiz. Ja, komm jetzt, der ist Geil, Mann. grösser als meine. Wie dein allgemeiner PB? Nein, Ah, ja. wie ein Schweizer PW. Ah, ja gut, also 45 ist ein satter Schweizer PB, finde ich. Ja, das ist Also brutal, ja. finde ich glaube, so einen werde ich nicht gerade wieder haben, habe ich das Gefühl. Also, Ähm, Route. Route. Also, Route habe ich einerseits ein Maximus Minigun. Die ist von 1 bis 7 Gramm mit einer Stationärrolle, mit einer Vanford 1000er. Das ist so ein bisschen für mich die, ich sag's mal, UL-Route, wo ich für die ganz leichten Rigs oder leichte Chickköpfe, leichte Chatterbaits so brauche. Ähm, dann habe ich ein Maximus Gravity. Die hat 5 bis 26 Gramm oder 6 bis 26 Gramm Wurfgewicht. Das ist dann ein Baitcaster, die habe ich gepaart mit der Savage Gear SG6, SG4, SG4 Rolle, 201er. Und das ist eigentlich so ein bisschen meine, ja, was soll ich sagen, meine Chick-Route. Das ist auch so ein bisschen meine Go-To-Route. Also wenn ich irgendwo mit gehe, wenn ich in die Ferien gehe mit dem Auto, nehme ich in der Regel die mit. Die hat noch gute Länge und so ein bisschen Range vom Wurfgewicht her, wo du ein bisschen kannst,
wo du mal einen Crank kannst dranhängen, wo du mal einen kleinen Twitch-Bait kannst dranhängen und doch aber auch mal irgendwie so einen 10, 15 Gramm Jig kannst dranhängen, ohne dass du gerade ja, den Bogen hast. Dann habe ich dieses Jahr noch eine Route selber gemacht, ein Apex Signature N1. Eine ganz geile Route ist ein Apex, ein Apex Blank mit einem Wurfgewicht von 9 bis 36 Gramm und sehr, sehr schickes Rütli. Ein Einteiler, 1,98 Meter lang, hat 10, nein, 9 plus 1, also 9 Ring plus ein Spitzenring. Also tendenziell auch eher ein Ring mehr. Und das ist eigentlich so ein bisschen meine Route, die ich für Jigs brauche, die ich für Chatterbaits und Twitchbaits brauche. Jetzt weniger zum Rigfischen, weil ich habe dort noch ein bisschen die falsche Rolle drauf. Ich habe die gepaart mit der Westin wow, ist es W4 oder W6? Ich glaube, es ist ein W6 Mhm. 051er, also ein bisschen eine kleine Rolle auch. Dort würde es sicher noch bessere Rollen geben zum drauf tun. Muss ich auch gerade sagen, weil von der Distanz her. Ja, und sie fängt halt auch erst bei 9 Gramm an, gell? Also ist eher auch ein bisschen schwer für zum Rigs fischen, jetzt gerade so Finesse-Rigs. Darum, ja, da kommt dann dort entweder die Gravity zum Zug oder halt eher Maximus Minigun. Genau. Das ist nicht so ein bisschen die Egli-Route. Ich habe noch ein Gravity noch eine Nummer stärker von 14 bis 56 Gramm. Das ist dann aber wirklich mehr so ein bisschen meine Würgeroute. Das ist dann so ein bisschen, wenn ich einen schwerer Jig will fischen oder wenn ich sage, ja komm, jetzt ist es mir eigentlich gleich, ich gehe auf Egli oder Hecht und hänge so einen 10 Zentimeter dran und dann beißt was will. Oder halt eben dann eher die Zanderroute. Genau. Wäre so ein bisschen das von der Ja, Route her. ich beim Eglifischen habe ich meine Evergreen Orion der Deagle. Die wirft 7 bis 21 Gramm. Das ist meine absolute. Ich bin verliebt in die Route, die ist krass. Ich sage immer, bei der merkst du, wenn der Fisch nur schon einen Kiemenschlag macht und dann kannst du gerade anschlagen. Es ist einfach brutal im Feedback. Also jedes Züpferli nur so. Das merkst du gerade, jeder Stein, wo du reingehst. Die ist ja noch so klein, das merkst du auch. Die Route ist einteilig. Ähm, Krasser Blank von Evergreen. Also da gibt es hunderte YouTube-Videos, die ihr euch reinziehen könnt. Einfach brutal. Drauf ist SV Light Daiwa. Mhm. Also der Vorgänger vom, wie heißt jetzt, TV-System, genau. Ähm, Habe ich einfach dazu mal dazu gekauft, habe mir nicht mehr können leisten oder habe mir nicht gerade Ist, ist Spinning äh, oder Casting? Spinning, Ja, Casting meine ich, sorry, ja. Casting, ja. Genau. Drum, ja genau, ist SV Light drauf, super. Stimmt für mich das Setup. Das ist wirklich meine Egli-Route. Habe ich auch das erste Mal in Holland dabei gehabt. Eben einteilige Route zum Reisen ist nicht immer praktisch, aber bis jetzt hat sie im Fall Italien, Holland, Schweden, alles Autoreisen sind das Mhm. gewesen, hat sie alles überlebt. Und ich Mhm. hatte sie nicht wirklich gross im Routenrohr gehabt. Mhm. Darum, Mhm. Gut, ich sage top. jetzt beim Auto kannst du eher auch ein bisschen drauf schauen, auf die Einteiler, oder? Ja, ja. Aber gleich, ich meine, dort mal haben wir einen Skoda Fabia, der Kleine gehabt, da, weißt? Also Mhm. sie Ja, packt ihn ja. auch im Kofferraum einmal bis zuvorderst führen, also mehr Platz hat es nicht gehabt. Genau, das ist so die ich habe. Dann habe ich von den Toppies Blue Lightning, auch seit letztem Jahr. Die wirft 7 bis 28 Gramm. Darauf ist Shimano Metanium. Ich muss sagen, ich bin am Anfang, als ich angefangen habe zu fischen, mega so Taiwan überzogen gewesen. Oder ich habe Aber ist einfach auch mega wieder ein viel... DC, oder? Die Metanium. Nein, das ist kein DC, das ist... Ist kein DC, okay. Doch, ist dies. Nein, nein, ist kein DC. Nein, ist kein DC. Ja, okay. Nein. Ich habe gemeint, die Ähm, surren auch so blöd. nein, eben nicht, aber es gäbe sie, glaube ich, in DC. Ich bin schon, Ja, ich nein. weiß. ähm, genau, was habe ich eigentlich sagen? Ah, genau, ich bin am Anfang mega so ein bisschen Daiwa gewesen, weil ich einfach viel mehr Daiwa-Videos geschaut habe von den Japanern und so. Mittlerweile muss ich sagen, Shimano hat schon auch sehr, sehr geile Rollen Mhm. im Sortiment. Gerade wenn du halt ein bisschen Geld auf den Tisch legst. Also man redet da von 300 aufwärts. Genau, das ist wirklich so, Blue Lightning ist wirklich so meine Route zum Cranken, zum Twitchen, zum Topwateren. Ja, notgedrungen geht sie auch mal zum Free Rig fischen. Finde ich jetzt nicht so geil wie jetzt mit der Evergreen. Ähm, ja, was mache ich noch mit der? Ja, so ein bisschen das, einfach so ein bisschen Hardbait-mässig.
Vielleicht auch mal einen Dart schicken oder so, ein bisschen schwereren. Und neu seit diesem Jahr habe ich einen Blue Percy, auch von der Topis. 3 bis 14 Gramm. Das ist aber dann ein Spinning. Habe ich jetzt ein paar Mal schon dabei gehabt zum Forellenfischen. Auch brutale Routen, Topis. Also wenn ihr euch eine Topis-Route zutut, macht es die. Wir haben wirklich geile Routen im Sortiment, finde ich. Ich bin mega überzogen von denen, die ich jetzt habe. Ja, und das wird auch, Blue Percy wird auch so ein bisschen zum Egli-Fischen. Dann so ein bisschen so Carolina, zum Mitstrollen, will ich das Jahr mehr machen. So ein bisschen, wie ich dann mit der ein bisschen machen. Nimmt mich auch Wunder, wie dann Mhm. dort das Feedback ist. Darum kann ich dort noch gar nicht so viel sagen. Ja, das ist es eigentlich so weit zum Igli. Sind die 3 Routen. Mhm. Okay, ich meine, eben, gehst du fischen, hast 3 Routen auf Hecht, 3 Routen auf Egli. Ja, und wie es so Yay. ist, ich meine, schlussendlich brauchst du eine Route, blöd gesagt, weil du den Ja, Köder eh, überwechselst. ja. Also heute, als ich wieder draußen war, ich habe 4 Routen dabei gehabt. Ja, eben, ja. Klar, am Schluss hast jede mal irgendeine gebraucht, aber das ist einfach eine Hauptroute und die anderen sind einfach so ein bisschen, hast du dabei? Ja, ich finde es beim Ja. Eglifischen, gerade wenn du irgendwelche Rigs noch hast und jetzt mal ein Dropshot hast oder mal Ja, äh, absolut. Das macht ein Sinn. Das macht Carolina Sinn. Rig oder so, da will ich nicht immer umriggen, dann habe ich einfach die Route und kann sie nehmen. Ja, Das ist es ja, ein bisschen beim absolut. Vor allem Ja, gerade ja. beim Eglifischen. Aber beim Ja, ja. Hechtfischen, ja, ja, dann nimmst du vielleicht noch ein Casting, ein Spinning mit. Ich finde einfach Ja, gerade zum Chicken finde ich halt Spinning viel angenehmer. ja. Das, aber ja, eigentlich brauchst du eine Hechtroute. Ja, es ist es. Ja, ja, nein, ja, nein. Ja, eben, ja, nein, ja. Nein, 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 nein. Du Jerken tust würdest du nicht es, mit der gleichen wie mit der Big Bait. ja, aber du Das, könntest weißt, das machst du die nicht. Notfälle. Nein, das Nein, machst das du nicht. machst du nicht. Wir Freaks machen es nicht, aber wenn man jetzt sagt, hey komm, bei deinem Boot darf man ja eh nicht zu viele Routen mitnehmen, haust du mir immer zusammen, wenn ich zu viele Routen mitnehme. Darum, Ah. mit zwei kommst du aus. Zum Ja, Hecht ja, fischen. natürlich, ja, natürlich, ja, natürlich. Kannst du 3 mitnehmen, ist einfach dein Risiko. Weißt du, kannst du auch 4 Nein. mitnehmen, ist einfach dein Risiko. Ist ja bei 2 dein Risiko. Ist ja gleich. Das ist immer mein Risiko, wenn ich keine mitnehme. Definitiv. Definitiv, ja, Ja, definitiv. gut, dann hoffe Ja. ich, haben wir da so die Fragen ein Köder, bisschen Köder, Köder, Ah, Köder, Oli, Köder. Egli-Köder. Egli-Köder. Ich habe meine Egli, ist echt lustig, ich habe die grössten Egli, die ich in der Schweiz gefangen habe. Das 40er, das ich hatte, oder uns, das habe ich gefangen auf einen 12,5 cm Lazy Shad. Mhm. In Gold, also so goldige Flakes drin, weißer Bauch. Das 45er Egli habe ich gefangen auf einen 150, also 15 cm Slashblade. Im Pike-Dekor. Ich glaube, ich fische einfach, wenn ich auf Egli gehe, fische ich einfach viel zu kleine Köder. Es kann sein, es kann Ich gut habe, sein. ich habe dort, wo du vom Bötli drauf bist, Mhm. Oli, habe ich das Video geschickt? Nein, ich habe es dir, glaube ich, nicht Nein, geschickt. das ist nicht mehr. Ihr ist eben nicht mehr gekommen, dann dachte ich, du hast nicht mehr gefangen. Mal, mal, ich habe eine wunderschöne Schleie gefangen. Wirklich. Aber Regulär pissen, oder was? die hat regulär gebissen, Mann. Geil. Ich schicke dir nachher noch ein Video. Ja. Eine wunderschöne Schleie auf einen Topi Skeletonius 7 cm in Motoroil am Tungsten Jig Head. Auf meine selber gemachte Route. Ich glaube, ich fische einfach die falschen Köder für Egli. Das Ich kann habe gut dem Robin sein. eine Sprachnachricht gemacht. Willst du einmal auf Egli fischen und hängst einen Egli-Köder an und der tut nicht einmal, was er soll? Ja. Aber es war eine schöne Schleie gewesen. Ja, für mich ist, Egli ist für mich nicht nur Finesse Rig, sondern auch Jiggen. Und zwar gehört da ein normaler, ob jetzt Play oder Tungsten, lasse ich jetzt mal im Raum stehen, Jigkopf. Und dann irgendwo ein 7 cm, 7,5 cm Gummifisch. Ob Twister oder Paddletail, eigentlich völlig egal. Ich habe sowohl als auch gute Erfahrungen gemacht. Das gehört für mich sicher dazu. Dann gehört für mich sicher Twitchbait, gehört für mich für Egli. Und zwar auch die kleineren, so 5, 7 cm Twitchbait, wo ähm, nicht gerade einen halben Meter laufen, sondern wo ein bisschen tiefer laufen, wo irgendwo zwischen 1 und 3 Meter umeinander laufen, wo, wie sagen wir dem, nicht mal suspending sind, also wo stehen bleiben auf der Tiefe. Ähm, Dann gehört für mich fürs Egli-Fischen noch klar die ganzen Rigs dazu. Sei das Free Rig, sei das Carolina Rig. Texas Rig habe ich jetzt schon ewig lang nicht mehr gefischt. Dropshot habe ich auch schon ewig lang nicht mehr gefischt. Mit Creature Baits natürlich. Aber auch, muss ich auch sagen, da habe ich letztes Jahr im Herbst noch ein schönes Egli oder Rüs gefangen mit dem Wormius von den Toppis. In grün, mit dem
Keine Ahnung, wie das Grün heisst. Weiß nicht. Ja. Ich wüsste es auch nicht, nein. Du weißt, welches das Ich zweifarbige mein, Grün, nicht das einfarbige öde Grün, ja, sondern ja. so die Das klassische andere, Hollandfarbe. ja. Ja. Ähm, und was für mich auch noch sehr gut funktioniert für Egli ist ein Jig Spinner. Und da fische ich hauptsächlich die von der Savage Gear oder, jetzt seit ich es da habe, von der Sakura. Und zwar in diversen Gewichten. Also ich fische vielfach so zwischen 10 und 14 Gramm. Wenn ich viel Strömung habe, fische ich einmal einen 21 Gramm. Genau. Für die unbedingt mal einen Hecht fangen oder nie einen Hecht gefangen haben, ich finde Jig Ja, Spinner am hängt, Greifensee ja, unbedingt dabei hängt den haben. Jig Spinner an. Genau. Genau. Yes. Bei mir ist es eigentlich, gibt es nur eine Marke? Nein. Vor allem OSP ist bei mir immer dabei beim Eglifischen. Ich sage jetzt, dass der Do Life Stick, der Do Life Craw, Do Life Shrimp, you name it. Dort Ich die habe noch nie alle etwas gefangen mit dem Dual-Life-Stick. Noch nie. noch nie. Oh, da kommt man Nein, mit ich mir finde das so fischen. ein Oh. Wüste. Das ist so ein blöder Köder. Das ist einfach ein. Nein. Das ist Hey, so. bei mir Ja. funktioniert Aber, es brutal gut. ja. Was Oliver ich auch, Tank hat recht, gell? Es ist halt gell? so. Ja. Ja. Aber was ich auch muss sagen, du hast von erwähnt, Top ist natürlich dort bei mir der Ganelius am Carolina Rig funktioniert auch mega gut. In Schweden habe ich brutal abgerundet mit dem Skeletonius in 10 cm. Mhm. Auch der Pintius am Dartjig finde ich funktioniert sehr gut am Zürichsee. Mhm. Ja, das sind so ein bisschen die ich mitnehme. Ich habe gar nicht viel dabei. OSP und Topis, das ist so ein bisschen das, was ich mitnehme auf Egli. Je nach Jahreszeit auch mal noch eben Topwater. Dort habe ich, finde ich, den von Duo, ja, Realis, der Gross und der Mhm. Klein. Ich weiß es gerade die Grössen nicht. Ja. Auch der von Ace, weiß auch gar nicht, wie er heisst, der funktioniert auch super. Vergessen nicht einen Popper. Dort nehme ich immer den von Mhm. Stucki. Den finde ich super. Mhm. Was habe ich dabei? Ich habe recht lange mit Chatterbaits, das habe ich letztes Jahr eigentlich fast nie mehr gemacht, Chatterbaits auf Egli. Gerade Ja. mit dem OSP Do Life Stick als Trailer hinten dran, Ja. funktioniert auch mit dem Pintius von Topis wunderbar. Mhm. Ich nehme den Chatterbait, ist das der von Jackal? Ja, der ist recht teuer, also Mhm. es gibt sicher auch günstigere als der von Aber Jackal. liegt wahrscheinlich auch, hä? Leicht wie ja, ja, sind so So 7 Gramm 3,5, drin. 3,5, 4 Gramm. Ja, Ah, ja, 7 Gramm, doch. 7 Gramm ist sicher das höchste ohne Fisch, ja, kann ich Ah, mal okay. sagen. Ja, 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 eben. Ja. Ja, das ist so das. Eben, ich habe auch jenste Egli-Köder, die ich gar nicht brauche, von Mhm. jensten Marken. Schlussendlich fische ich OSP und Topis auf Egli. Ja. Ja. Ja, Ist für mich auch gell, ziemlich. wenn, irgendwann groovst du dich so ein und nimmst das wieder, wo funktioniert. Oder wo Ja. funktioniert hat. Ja, also ich habe OSP habe ich auch ziemlich viel, vor allem der Do Life Craw, glaube ich, heisst der. Und Do Life Shrimp. Nein, ich glaube Craw. Es gibt Craw, das Die ist der Krebs, Larven. und der Einfach die Shrimps, Larven. du meinst eher den Shrimp, der aussieht wie ein Shrimp, oder der Krebs. Der Nein, Craw schon ist, eher wie eine Larve. Sieht eher aus wie ein Garnelius. ja, dann ist der So Shrimp. ähnlich. Das ist der Shrimp. Ja, dann der Shrimp. Der hat sich bei mir recht eingependelt und in zwei Farben für Atrus. Keine Ahnung. Frag mich nicht, wie die Farben heißen. Keine Ahnung. Im Fall. Keine Ahnung. Für das haben wir den Milan. Ja, ja. Die eine ist unten für, glaube so rosa und oben ist sie so Motoröl braun. Das ist die erste Farbe für Atrus und die andere ist unten grün und oben Motoröl. Das sind die zwei für Atrus und für den Zürichsee bin ich noch so ein bisschen unschlüssig. Keine Ahnung. Da weiss ich einfach, grün ist nicht schlecht. Ja. Aber was bei Ähm, mir noch gut funktioniert hat in Schweden sind Crankbaits gewesen. Fische in der ja, Schweiz eher selten. Das ist eher ja. so im Ausland. Italien, Ich muss mal Holland. die, muss mal die Toppis mit. Ja, die habe ich jetzt auch noch nie gehabt. Die habe ich auch noch nicht im Ah, Sortiment. ja, ja, den muss ich wirklich mal mitnehmen. Geil. Ähm, Ja, dann haben wir die nächste also, Frage vom ja. Laurin. Über eine ähnliche Folge über den Zander können machen. Ich nehme an, es bezieht sich auf unsere letzte Episode vom Hecht. Mhm. Was wir sicher dürfen leaken, ist, dass wir es vorhaben über das Egli. Ich glaube sogar, Genau. die nächste Episode, die kommt, werden wir über das Egli haben, so wie ich das glaube Ist die geschaut habe. nächste, ist nicht die übernächste. Nein, es ist die nächste, glaube Okay. ich. Ja, also von mir aus, wenn euch das interessiert, machen wir das unbedingt. Bis jetzt Dürfen wir muss ich sehr sagen, gerne, ja.
ist halt die Episode noch nicht so gut angekommen vom Hecht. Ich weiß nicht, liegt es am Hecht oder ob noch nicht alle gelesen haben. Mhm. Es hat nicht ganz so viele Aufrufe wie andere Episoden. Darum. Aber natürlich, wenn die Community findet, hey, machen das unbedingt weiter, dann würde ich das sagen, können wir gerne machen. Absolut. Ist, also ich finde es eben auch mega spannend, dass wir uns auch selber können in das Thema einlesen. Wie mit dem Hecht. Ich glaube, es bringt relativ viel Know-how, wo auch wir dann können umsetzen können. Weil wir tun ja nicht nur das schreiben oder erzählen, was wir wissen oder wie wir es machen, sondern wir probieren ja auch so viel Recherche wie möglich können zu betreiben für das ganze Thema, so dass wir eigentlich nachher alles ein bisschen können auflisten und euch eigentlich auch für uns wiedergeben. Oder? Und das hilft uns natürlich auch enorm weiter. Yes. Aber ich finde, es ist schon abhängig, ob es auch die Community interessiert oder ob es einfach Ja, lieber andere definitiv. Sachen interessiert. Äh, Definitiv, ja. Weil ich finde, es ist immer noch recht viel Aufwand, wenn wir uns so vorbereiten auf Episoden, natürlich. Ja, Wir das müssen ist sehr natürlich viel schon voll in Aufwand, die ja. Recherche gehen. Aber können ja gerne abstimmen. Irgendwie, vielleicht können wir ein Können wir eine Abstimmungsfeld wieder Abstimmung mal machen? machen. Genau. Eben weitere Episoden so sollen droppen. Ich denke, gerade für die zweite Jahreshälfte wäre das sicher ein Thema, das wir reinnehmen könnten, der Zander. Mhm. Du, Perfekt. vielleicht hilft mir ja das auch noch bei der Challenge, oder? Ja, wer weiß, wer weiß. Kannst du sicher brauchen. Dann fragt der TJK Fischen am Kundi, vor allem Zander und Hecht. Was hat der Oli beim Geier noch gekauft? Das sind zwei, ja, das sind echt zwei Fragen. He? Ja. Oli, Fischen am Kundi. Ich kenne mich gar nicht aus. Ich habe das einmal davor, ich will das einmal noch machen. Wie lukrativ, einfach, schwierig, abhängig etc. Wie kann ich dort fischen? Es gibt verschiedene Teichanlagen. Neuere Infos über die Homepage. Also ich kann jetzt auch nicht da auswendig gacksen. Aber was ich sicher weiß, es gibt 3 Forellenteiche. Einer ist fix nur Flügelfischen und die anderen sind je nachdem, wie es besetzt sind. Es sind nicht immer gleich viel überall Forellen drin. Beim einen hat es noch Saibling drin und meistens hat es Regenbögler. Ähm, Ich kann halt nur berichten vom Forellenfischen. Ich gehe eben meistens, wenn irgendjemand, der nicht fischt, mich anfragt, hey, kann ich mal mitkommen, dann gehen wir dort auf Forellenfischen, weil auch der Fangerfolg, sagen wir, zu 80% gerade da ist. Es gibt auch Leute, die mir mitgeben, die arbeiten zum Nichtfangen, auch wenn man kann etwas fangen, wenn da keinen Namen nennen. Aber darum gehe ich dort nur Forellenfischen. Darum kann ich wie nicht sagen, was in den anderen Teichen los ist. Ich weiss, es gibt noch so einen Karpfenteich, wo auch Zander drin sind, Egli glaube ich noch. Also, Und ich bin mir nicht sicher. geschwind vorab, Ja, sorry, wenn ich dir als Wort einfalle. Die Person, die nicht das bin nicht ich gewesen. Hä? Einfach, dass ihr das auch gehört habt. okay, Einfach, dass ihr das auch wisst. Das bin nicht ich gewesen. Hä? ich Einfach. habe gesagt, Leute, die nicht können fischen können. Eben, ähm, ja, ja, gut, eben, das würde ja treffen. Nein, ist gut. Ich habe nicht gesagt, nicht von können Forellenfischen, ich habe gesagt, die nicht können Aha, fischen. aha, okay. Da gibt es einen Teich mit Karpfen, ich meine, das Hecht hat es drin und Zander und Egli. Und dann gibt es nochmal einen Teich mit Egli und nur Hecht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dort noch nie gefischt. Eben wenn ich kann go fischen, wenn es keine Schonzeit oder so ist, dann fische ich in der, in Anführungszeichen, richtigen See. So. Darum kann ich euch wie Aber, dort keine Resonanz daraus geben, aber ich sehe zum Beispiel der Lorenz, weißt du, der Teamfischer vom Kundelfingerhof, der zieht ja andauernd dort Zander raus. Und auch, ich weiss, dass andere die gehen Igli fischen. Ich kann wie nicht aber etwas dazu sagen. es gibt ja keine Karte mehr, glaube ich, zum Lösen, gell? Du musst keine Thurgauer Karte mehr haben, oder? Nein, du musst keine Ist, glaube ich, Thurgauer mehr abgeschafft Karte worden. mehr haben. Was du musst haben, ist sicher der Sahneausweis. Mhm. Eben ausser eben ich, wo den Sahneausweis habe, nehme einen Gast mit. Und dann kommst du so ein Kärtchen über mit dem Patent für lebensendlich gültig. Mit Ja, Gast halt. Und du zahlst halt dann ja. halt immer pro Kilo, wo du halt rausnimmst. Und ich Pro weiß auch Kilo nicht, Gewicht vom ich kann ja Fisch. Ja. nicht sagen, ich weiß auch nicht, wie es bei der Zander, ich glaube Zander musst du wieder freilassen, dort darfst du Catch and Release machen, alles andere musst du mitnehmen. Also musst jeden Fisch, den du fängst, musst du mit heimnehmen. Das andere darfst du wieder freilassen? Ich glaube, ich meine, das Zander darfst du releasen oder musst sogar releasen, ja. Ah, okay. Ja. Okay, ah, spannend. Aber hey, nagel mich da nicht fest, eben, wie Ja, gesagt, ja. ich habe das noch nie dort befischt, darum kann ich Mhm, nur von der mhm. Forelle reden. Genau. Okay. Dann soll ich gleich Sehr zu gut. der zweiten Frage. Alles Weitere darüber erfahrt ihr sicher im Feierabendtag, Ja. beim Sidi und beim Sandro. Hey, und sonst, den Sandro kenne ich nicht gross,
aber der Sidi kenne ich, mega coole Leute, die zwei bestimmt, also sicher der Sidi, das weiss ich, das andere weiss ich nicht, aber er wird sicher ein mega cooler Typ sein, tritt sehr sympathisch auf, dürfen jederzeit dort anrufen, die können euch alle Auskunft geben, die ihr braucht, wenn ihr dann fischen wollt. Würde ich auch machen, ich würde sicher mal am Sidi aufstellen dort und vielleicht kann ich dann mehr erzählen, wer weiß. Ja, und sonst steht es einfach mega genau beschrieben auf der Homepage. Ist Okay, einfach. super, Also ist nicht schwierig, perfekt, das zu lösen. yes. Also Oli, was hast du beim Geir alles gekauft? Ich habe beim Geiger habe ich eben die Ryoga 2020 HL habe ich gekauft. Und ich habe noch die BIM-Chatter, die ich jetzt da gefangen habe, wo wir sind zusammen fischen, habe ich noch gekauft. Und natürlich eine Bratwurst, wie es sich gehört für die ganze Familie, und natürlich Bier und gute Gesellschaft. Ja. Sehr gut. Nein, ich bin wirklich auch nicht aus, um eigentlich etwas zu kaufen. Doch eigentlich mehr auch zum Chantal können unterstützen mit Geld sicher, aber auch zum den Event so gesamthaft unterstützen. Wegen dem bin ich hauptsächlich gegangen. Ja, finde ich Ja, cool. genau. Sehr Ja. schön. Dann soll ich Gut. die nächste Frage vorlesen. Pike Hunter hat jetzt noch ein paar Fragen offen. Seine erste Frage oder aktuellste Frage ist, wie wir vorgehen bei einem Grossgewässer wie der Vierwaldstättersee und Küsnachter Bucht. Muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen, befische ich beides nicht. Darum kann ich dir nichts zu diesen zwei Gewässern sagen. Vielleicht kann dir Nico etwas anderes sagen. Und was ich dir sicher kann nahelegen ist unsere Episode. Ich weiß zwar nicht, wie sie heißt, aber wo wir ganz genau beschrieben haben, wie wir an neue Gewässer angehen. Also es lohnt sich dort, die ganze Episode zu lesen. Ich würde Ja. einfach jetzt da wiederholen, wenn ich jetzt da nochmal das Ganze würde aufzählen. Und auch zeittechnisch würde ich sagen, los unbedingt die Episode an. Also das ist so, wie wir vorgehen Ja. an jedem Gewässer. Ob jetzt gross, ob klein, ob Fluss oder Es ist, Bach. es ist die Episode 38, Neues Gewässer. So findest du die Hotspots, bevor du angelst. Episode 38. Unbedingt reinhören. Ja, Vierwaldstättersee. Für mich mega simpel. Ich habe den Sam dort. Danke, Sam. Ähm, ja, nein, grundsätzlich, gell, bei neuen Gewässern ist es halt immer wichtig, dass du irgendwo die Strukturen siehst. Ähm, Im Vierwaldstättersee haben wir hauptsächlich die Ufer abgeschmissen. Was auch immer Hotspots sind irgendwelche Bodies. Also nicht direkt die Body rein, sondern um die Body herum. Ich weiß aber auch nicht wieso. Und was sicher auch nicht schlecht ist, ist, wenn du irgendwie einen Hafen hast. Ähm, Du siehst nicht direkt Kanten, aber du bist an der Struktur. Und das ist immer sehr, sehr wichtig, dass du irgendwo die Erhöhungen im Wasser auch findest. Oder die Vertiefungen, what else, oder? Und am Anfang würde ich einfach immer zuerst ein Searchbait hängen. Sei das ein Slashblade, sei das ein Jigspinner, ein Chatterbait, ein Wobbler, einfach wo du relativ schnell eine grosse Fläche kannst abfischen. Auch in der Horverbucht. Ähm, Dort sind wir letztes Mal, sind wir gerade per Zufall sind wir reingefahren, go fischen. Wir haben, was haben wir gehabt? Etwa einen Biss und zwei Biss, und mehr nicht. Aber auch dort, wir sind wieder am Ufer nachgegangen. Wir haben auf der Navionics-Tiefenkarte haben so ein bisschen die Strukturen gesehen und das ist halt schon so eine Tiefenkarte. Ich sehe sie jetzt bei mir auf dem Zürichsee, es ist Gold wert. Also, du siehst so viele Strukturen und dann traust du dich auch eher mal 50 Meter entfernt oder 100 Meter entfernt vom Ufer mit dem Bötli fischen, dass du eigentlich auch die Unterwasserstrukturen kannst abfischen. Und das ist halt schon enorm wichtig. Ja, das wäre eigentlich so ein bisschen das. Und für alles Weitere unbedingt die 38. Episode hören. Dort erklären wir, wie man am besten vorgeht so ein bisschen bei einem neuen Gewässer, beziehungsweise wie wir vorgehen bei einem neuen Gewässer. Und ja, es hat uns bis jetzt eigentlich schon Erfolg gebracht. Ja. Hast du Ähm, etwas anzufügen? nein, ich würde Gut. sagen, Strukturen wichtig. Strukturen ist immer für Ja, jeden das Fisch ist ist Struktur wichtig. Ob jetzt das das A und Gras, das O. Boot, Stein, was auch immer ist. Ja, yes. Gut, dann gehen wir noch zu der nächsten Frage vom Pike Hunter. Und zwar die Meinung zum Maverick vom Broseph bzw. von Banks. Oli, da überlasse ich das Wort voll und ganz dir, das habe ich keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein Köder, hast du mal etwas gesagt. Genau. Der Broseph ist ja ein Influencer, wo ich auch schon ein paar Mal berichtet habe, der recht schnell aufgekommen ist, jetzt gerade in der deutschen Angelszene. Die sind auch das Gesicht von der Messe in Berlin, das Jahr, 26, also Banks. Genau, was ich
zum Maverick sagen, ich habe gar keine Meinung dazu. Ich schaue am Brosef seine Videos, ich folge ihm nur so über YouTube. Aber jetzt habe ich weder Köder noch Kleider, haben mich jetzt überzogen, um die kaufen. Ja, keine Ahnung. Ich finde seine YouTube sind mega cool, sind unterhaltsam. Schaue ich sehr gerne seine Challenge, die er macht, seine Survival-Sachen, die er macht. Aber jetzt, dass ich da Köder könnte kaufen, weiß nicht. Eben, mittlerweile bin ich mehr bei Schweizer Brands, gerade so bei Hechtköder oder auch Egelköder angelangt. Darum unterstütze ich eher Schweizer Brands, wenn es beim Fisch jetzt so darum geht. Ja, er sieht cool aus, aber ich weiß jetzt nicht, ob jetzt das etwas ist für unsere Schweizer Gewässer. Also denkt einfach immer daran, gerade so auch bei Neis. Die Farben sind vor allem gemacht für Holland, für teils Deutschland. Ich finde, ja, auch dort mit der Farbenwahl muss nicht immer alles funktionieren hier in der Schweiz. Definitiv, So. ja. Hey, aber eben, es ist ein cooler Typ, cool gemacht, das Brand cool. Sicher gute Unterstützung gehabt, Hecht und Barsch, nice. Aber ja, ich denke, ist jetzt nicht ein Köder, den ich muss kaufen von Deutschland noch verzollen. Genau. Vielleicht auch nicht so mein Lifestyle, ich meine, der Typ ist vielleicht, glaube ich, 10 Jahre jünger als ich. Vielleicht auch ein bisschen wegen dem. Weiß es nicht. Also gerade so was Kleidung angeht, hat er jetzt auch so Hosen und Shirts rausgebracht. Nicht mein Style. Genau. Ich hoffe, das lange so als Antwort. Oder Yes. muss Ich mir habe fehlt etwas, vorher, Nico? nein, eben wie gesagt, ich kann da nichts irgendwie dazu sagen. Bin ich völlig, ja. Aber eine Frage haben wir noch. Und zwar ist die so ein bisschen überleitend für das nächste Thema. Wie muss eigentlich das Bier vorbeigebracht werden? Weil das ist wirklich sehr eine gute Frage. Das ist wichtig, das ist eine wichtige Frage. Ich meine, die Absolut. Flaschenöffner haben auch den Weg zu dir gefunden. Yes. Per Post. Das Bier per Post verschicken kostet 9 Stutz und es kann kaputt gehen, das wäre schade. Und das heisst, jetzt hocken viele dort und jetzt. Ähm, wir könnten es so machen. Wenn wir die Challenge gewinnen, was haben wir überhaupt für Einsätze? Bei uns Nein, ist wenn wir, also schau wir haben jetzt, ja gar nicht über den Einsatz diskutiert, weil das habe ich gedacht, wenn kommt nachher wir das gewinnen, Thema. wenn Mhm. wir gewinnen, wird das Bier zu uns gebracht und wenn wir verlieren, wird der Gewinn zu ihm gebracht. Wow, Bracht. das ist dann mühsam, wenn es irgendwie zu Genf ist oder so. Ja, eben, ja. Oder wir schicken es dann. Ja, ja. Ist auch blöd, jemand, der von Genf etwas muss schicken. Ja komm, das Ja. machen wir, ja gut. Komm, wir finden, Post in der Schweiz. ja, Post in der aber Schweiz wir kostet finden immer gleich. individuelle Lösungen. Wenn jetzt jemand von Genf eine Challenge stellt und wir gewinnen sie und kommen ein Bier über, kann man auch twinten oder das weiß ich auch nicht. Irgendwie so. Wir finden eine Ja Lösung. nein, das lokales Bier. Also komm, ich würde sagen, wir gehen mal weiter und zwar zu der Challenge. Super Überleitung. Whippa. Also, Ähm, holy Oli. Wir haben heute Bilder-Challenge. Wir haben ja den Aufruf gemacht, wir haben einige Bilder bekommen. Was wir aber vorab noch schon müssen, besprechen, ich hoffe, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heisst, der die Challenge gestellt hat. Das habe ich es doch extra aufgeschrieben. Heisst Der er Fabio Alter. der Fabio Alter, perfekt. Die Aufgabe ist, oder die Rahmenbedingungen geschwind. Ich lese die geschwind vor. Genau, ja, gerne, ja. Bezüglich der Bilder-Challenge. Wenn ihr über die 3 Bilder innerhalb von 15 cm liegt, kommt ihr mit dem PB-Hechtköder über. Das gilt für beide. Also auch wenn es nur der Oli schafft, kommt er trotzdem den Köder über. Ich wäre eher dafür, dass du ein Bier sponsorst als ein Hechtköder von dir. Hat jetzt nichts mit dir zu tun oder nicht, dass ich nicht an deinen Hechtköder glaube, aber es ist einfach ein bisschen, ich glaube, unser Ding ist mehr, ein Bier können zusammen in diesem Podcast trinken. Und wenn ich könnte natürlich, Ja, oder der Nico absolut. könnte von mir ein Bier trinken, das ich vielleicht jetzt nicht kann trinken kann, Ja, tut das noch ein ich bisschen am glaube Ego auch. schmeicheln. Ich Ich fände das glaube fast auch. ein bisschen Ich glaube lustiger. Außer wir können es auch. natürlich zusammen trinken, dann ist es auch schön.
Also, Definitiv, definitiv. wenn wir es machen, dass wir jeweils schnell per WhatsApp ein Bild schicken, dann tut der andere raten und dann kommt das Wir nächste. können, wir können den Bild, also ich kann dir auch den Bildschirm teilen da. Okay, ich muss dir in dem Fall per WhatsApp schicken. Soll ich anfangen? Und ich darf 15 Santi daneben liegen gesamthaft. Insgesamt, also 5 Santi pro Bild. Ah, okay. Also Aha. komm, dann fang ich an mit dem ersten. Raten oder zeigen? Ist mir wurscht. Raten, komm. Ich mache es einfaches. Jetzt kommt sicher irgendein Felch. You Ach, see geil, it? ein Sander. Lago Vom mio. Jan Wetter. Jan Wetter. Petri mal zu dem Zandermann, ist das ein Hurenbrecher? Ist es ein Schweizer Zander? Nehme ich mal an. He? Hure schwierig. Warte schnell, muss noch etwas schauen. Vor allem, ich finde es noch hure schwierig so über den Bildschirm, gell? Jetzt kann ich gar Abartig, nicht abartig. anzoomen, Ja, nichts. ich kann dir einen auch schicken, aber es ist auch auf dem Handy. Es ist brutal beschissen. Wow, wow. Gut, ich kann nicht. Ja, komm, öppe. Aber ohne ChatGPT, gell? Nicht Ja, so nein, nein, wirklich nicht. Ich tue einfach Augenmaß, hä? frei Ja, raten. ja, ja. Wäre ich bei 84 Zentimeter. Jetzt muss man das irgendwie schnell aufschreiben. Oh ja, schreib Oder sie mal. schreibst du dir die Differenz auf? Äh, warte. Genau, ja, jeder schreibt schnell seine eigene auf und dann tun wir schnell ausrechnen. Also ich sage jetzt beim ersten 84. Okay, und er hat den von nicht 1,0, 84. Wow. 1,02. Okay, gut. Dann komme ich dran. Ha! Es kommt, also ich schicke jetzt nicht HD, hä? Nein, nein. Cheesy Ade Messi. Ich schaue auch bei mir auf dem Laptop an, gell? Gut, aber du musst kommentieren Ja. für die Community, was du siehst. Ein schöner Bass. Ja. Ein schöner Bass. Wow. Wer ist das? Das war der Fabio Altherr. Gewesen. Ah, ja, ist das ein Irländer mit dem roten Bart, hä? Ja, sieht fast so aus. Rostiges Dach. Oh, dumme Kommentare wieder. Aber ein schöner Bass. Von wo ist der? Von Italien? Ja, der Ja, ist von wahrscheinlich Italien. schon. Italien oder Spanien. Hat eine ganz spezielle Färbung. Ja, richtig schöner Gell? Bass. Kann ich auch müssen Mega. schreiben. Boah. Mega. Mega. Der ist. Nein, ist nicht scheiße, ist einfach schwierig. Es ist brutal schwierig. Ich bin schon daneben, ich habe mich schon verzockt. 53. 53? Warte, Eingeloggt. ich muss es mir aufschreiben. Ja. Warte, ich muss mir das WhatsApp aufschreiben. Soll ich es dir gerade schreiben? Nein, Ja, also du's, gut, gut, schnell. 53. Gut, er hat 49. Wow, 4 Santi Differenz. Ja, nicht Schreibe, schlecht. ich schreibe 4 auf, hä? Ja. Also. So. Dann machen wir den nächsten. Ja, der ist einfach. Muss ich schnell schauen. Da, gut. Ich weißt du was, ich habe die Challenge schon So. verloren. Ja, ist ja gleich. Ich habe sie schon verloren. Ich darf 15 daneben liegen und habe 18 schon daneben. Ja, komm. Du musst ja gar nicht mehr aufschreiben, also jetzt kann ich nur noch raten. Also, Fabio, hast du schon mal einen... Wer bist denn der? Vom... Vom Michel Hadorn. Ja... Schöne Egli, Petri zu dem. Ja, das ist ein schöner 29er. Wow, knapp daneben. Wie viel hat er? 28,5. 27. Wow. 27. Jetzt so müssen starten, nicht mit einem Meter Zander. Ich hatte gedacht, ich gehe richtig rein, sorry. Ja, der ist jetzt nicht Aber es schlecht. ist schön Sägli gewesen. Nee, Mega schön richtig schön gezeichnet. gewesen. Hey. Ja. Dann bin ich wieder dran. He? Ich schicke dir wieder per WhatsApp. Wo sind jetzt die da? Oh, ein Pikey Pike. Wer ist das? Wer hat den geschickt? Momentchen, der Can. Der Can Can. Fankhauser. Was? Ah, Funkhaus. Ja. Ah, okay. Schöner Pike, ich muss sagen. Schön gezeichnet. Schön im Kiemengriff. Der hat. Wenn man ihn so hat, ja, der könnte den Meter vielleicht haben. He? Ja. Ja, mal, der könnte ihn haben. 1,05. Er hat 97.
Ah, wie ist jetzt schon daneben gekommen? Nicht schlecht, du hast noch, du kannst noch. Du bist erst 9. 1,05. Wie viel? 97 sind Ja, 8. ja. Hä? Oh, der Oh, nächste muss bei 3 Santi. Wow, ja, crazy. okay. Also, ich zeig dir einen. Jawohl. Was willst du? Ein Hecht, ein Egli oder ein Wels haben wir noch nicht gehabt, hä? Egli haben wir gehabt. Bring noch einen Hecht Hecht, hast du komm. gehabt. Komm, bring noch einen Hecht. Hecht? Ja, ich will noch einen Hecht. Wirklich? Ja, dann haben wir alle Fischarten. Ich habe für dich auch alle Fischarten. Nein, ja Ist nicht gut. ein Wels? Nein, Ich hätte mir jetzt Wels. noch einen Wels können bieten. Nein, danke. Habe ich keine Ahnung. Gut, ich habe eh komplett... Komm, mach aus Spaß, weil ich habe eh schon gelust. Komm, bring Ja, einen was willst du? Wels. Ein Hecht oder ein Nein, Wels? bring einen Wels, bring einen Wels. Ich habe Also, eh schon vom gelust. Nino. Nino Fishing. Danke, Nino. Haben wir einen wunderschönen Wels. Ah, Wels ist Oh, so warte. geil. Oh. Jetzt, da. Let's go. Puh, Maschine, Mann! Boah, shit! Nino, Petri zu dem Wels, Mann. So einen will ich auch mal auf den Tisch haben. Krass! Das ist ein wunderschöner Wels, den er da hat. Ja. Der hat locker 2,40 Meter, oder? Mehr sogar. Mehr. Nein, ich gehe mit 1,43. Nein, 1,43? 2,43, sorry. 2,43? Nein, warte. Doch, 2,43. Das ist sicher... Nein! Fuck. Ja doch, komm, der ist über 2 Meter, oder? Ja, Soll 2,43. dir einen Tipp geben? Ja. Ich bin Ja, erst... Ja, ist über 2 Meter, eben 2... ja. Also komm, 2,43 ist sicher okay, ist sicher 2,70 oder so. Wie geht's? Komm. Ah nein, scheiße, ja. Nein, er ist über 2 Meter, Ja. aber er ist 2,01. Oh, nicht schlecht. Okay. Aber Petri zu dem. Gut, dann kommen wir zum letzten. Oh, bin ich nervös, bin Bei nervös, der bin Nico nervös. natürlich. Bei dir kommt es jetzt darauf an. 3 Zentimeter an der Spatzig. Und zwar der nächste Fisch ist von Oh, Lorenz Keller. ja, das ist so gemein gefüttert, ey. Mm. Ah, das ist der Lorenz Keller. Jetzt habe ich ihn auch noch gesehen. Schweizer Zander. Ja, ich nehme an, der Hintergrund ist der Kunde. Ah, also der hat. Warte mal. Er beugt ihn noch, das ist schwer gemein. Er ist schon so ein bisschen Er vorgebogen. hebt dann richtig blöd. Ja, Ich hätte ja, keine Chance absolut. gehabt. Ich hätte auch keine Chance. Absolut. Hast ihn du überschätzt? Ja. Schon. Ja. Gell, hätte ich Schwierig jetzt zu eben nicht wissen. gedacht. Ja, der wäre sicher 73 haben. 73. Stabil, er hat 75. Nein, wirklich? Ja. Geil! 14 Zentimeter daneben über 3 Fisch. Geil. Wie geil! Super, souverän. Also, Fabio, du kommst von mir natürlich ein Päckchen Skeletonius im Sandstorm über. Das ist mein Egli PB aus Schweden bei 42 irgendetwas. Gratuliere, Nico, und du kommst glaube ich ein Bier über in dem Fall. Geil, Mann. Fabio, danke vielmals. Mit dem Bier, das schreiben wir noch. Schreiben wir doch eine Privatnachricht auf Insta. Ja, für mich auch, dass ich dir kann, Ah, den Skeletonius zuschicken kann. ja, kannst du auch Fisch verrückt schreiben, dann können wir es routen. Genau, ja, voll. Ja. Geil, Super, Mann. hey, mega coole Challenge, danke vielmals für das, hat Spaß Danke gemacht. vielmals. Danke auch allen, die Fotos geschickt haben. Sorry, dass ich da. Ja, ich habe noch einige mehr. Ähm, Ja, das wollte ich auch noch sagen. Ey, wir haben so viele Fotos bekommen, ich kann einfach random müssen ein paar raussuchen. Ich habe auch schon vor 2, 3 Wochen Fotos bekommen. Ich habe auch zuerst von denen genommen, die zuerst geschrieben haben. Sorry. ja, ich habe jetzt geschaut, dass wir alle ein bisschen verschieden können. Ja, dass du so viele verschiedene wie möglich hast. Ja, Ich hätte noch ein wunderschönes Egli gehabt auf dem Sam ich habe noch mit ganz schwierige 48. gehabt, so ein bisschen Felchen und irgendwie noch ein Barracuda oder so. Ein Barracuda wäre auch geil gewesen. Barracuda wäre auch geil gewesen. Wäre auch geil gewesen, oder? Ja, Ja, absolut. hat Spaß gemacht. Ich würde gerne weitere Sehr nice. Challenges bitte weiter zuschicken. Genau solche Challenge, das kann man gut Yes. so schnell nebenbei Ja, organisieren, finde ich mega absolut. gut. Absolut. Wir werden sicher mal noch das mit der Route
Neuen Ich glaube, das wird etwa die nächste Nachricht. Challenge sein, die wir machen. Ähm, ich habe die heute auch wieder gelesen. Ich finde die immer noch sehr, sehr geil. Ja, Ähm, die ist, glaube ich, vom Jost. genau. Treffen beide auf 10 Meter Entfernung innerhalb von 5 Minuten direkt im Becher. Gebe ich euch Kiste Erusbacher Bräu, wo Kopfweh gibt, sage ich jetzt. 3 Dezi. Treffen auch noch beide auf 20 Meter, wird es eine Kiste mit grossem Bier. Ein Video davon natürlich, ist klar. Ist gut, das können wir sicher mal noch umsetzen. Absolut, absolut. Dann, Nico, haben wir weitere Challenges oder müssen wir da mal noch hinter die Bücher? Hey, ich glaube, wir könnten wieder ich sage jetzt mal eine Kurz-Challenge, eben, könnten wir sicher noch eine, zwei haben. Mhm. Ähm, die anderen sind alle eher ein bisschen grösser, was auch noch der Punkt ist, was auch noch eine geile Challenge wäre, ist eben die YPC. Wo wir einfach mal rausgehen und schauen, dass wir mehr Fische empfangen als das schlechteste Team. Dort müssen wir auch wirklich noch eine schlaue Episode haben, Ja, vor wo wir allem, uns da ja. messen können. Würde ich aber sehr nice finden. Ähm, ja, und sonst eben, da haben wir noch die Challenge, wo wir können Köder erraten. Finde ich jetzt ein bisschen mäßig lässig, ehrlich gesagt, Mhm. weil das ist relativ schwierig. Also, das finde ich wirklich schwierig zum Köder erraten. Aber wir haben doch mal Ja. noch so Karpfen auf Flügen und so Challenge gehabt. Da Ja, müssen wir doch noch... das haben wir natürlich auch gehabt. Das können wir natürlich schon machen. Es sind einfach alles ein bisschen aufwendigere Challenges, als Ah, jetzt all die so gesehen. Bilder-Challenge, Ja, weißt ja, ja. du? Das meine ich. Aber es gibt noch die ein oder andere eben Karpfen auf Flügen zum Beispiel oder auch auf einen selber gebundene Flüge oder allgemein auf einen selber gemachten Köder. Ähm, Genau, ja, ich habe glaube noch irgendeine Challenge bekommen auf einen selber gemachten Köder. Oder neues Rig erfinden oder irgend sowas. genau. Und drauf Was jetzt die fangen. gehabt? Für den Oli. Mach bzw. gießen Gummi. Am besten kein Fisch, Gut, sondern eine das... Craw oder Larve. Ja, nicht das. Das Sondern Zeug habe andere. ich zum Gießen. Ja, Für aber den eben, das ist Nico ja nicht... fang am Bachen vor allem mit der Baitcaster mit Wobbler. Aber was wir Also, vielleicht können, wirklich, wir können wirklich Challenges machen, die man da im Podcast können lösen können, ist vielleicht auch spannend zum mhm, Zuhören. Eben vielleicht eine Jahreschallenge, die haben wir schon vom Linus, wo sicher interessant genau. ist, wo wir mal darüber berichten können, wo wir dort stehen. Aber ich fände Challenges cool, wo wir da im Podcast live machen können. Wie jetzt Genau, das wie jetzt die. Bilderraten. Ja, Genau. ja, ja. Hey, Hey, dann würde ich sagen, machen wir da einen Aufruf, schickt uns doch Challenges, die wir können im Podcast machen. Vielleicht haben wir noch Ideen, wie das Bilderraten, fände ich jetzt richtig mhm, cool. Also selber zum Hören fände ich viel interessanter als Challenge, wo ich dann einfach darüber berichte irgendwann. genau. Also, ja, Absolut. fände ich selber als Hörer auch viel cooler. Jo, Absolut. Und ich freue mich aufs Bier, Fabi. Ah, geil. gut. Also, wenn du auch nichts mehr hast, Nico, wir sind gleich wieder bei 1,5 Stunden. Yes. Nein, ich habe nichts mehr sonst. Die nächste Ist noch ein Episode ist Ist in 2 geplant. Wochen. Genau, ist Ja. geplant. Und steht können wir glaube ich sagen, oder? Ja. Steht im Zeichen vom Egli. Mhm. Werden wir euch voll und ganz über das Egli probieren zu informieren, so wie wir es mit dem Hecht gemacht haben. Jo, lasst uns Und unbedingt noch wissen, ob ihr das interessant gefunden habt oder nicht. Weil ja, mega. sonst machen wir Ja, gerade noch, auch für die Episode gerade noch etwas anderes. Wenn die Leute finden, nee, voll gelangweilt ja, gewesen, hört auf, absolut. schnurrt lieber euer Scheiß zusammen, dann Ja, machen wir lieber das. Was ich absolut. cool Voll finde. und ganz. Voll und Dann ganz. füllen unsere Umfrage aus. Nico, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, Genau. wir sind draußen. Wir sind draussen für heute. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Yeah, erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas und das Bier rufen, Fisch verrückt, treffen sie den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!